Psalm 72. Bei keinem Psalm wie bei dem spürt man den Unterschied zwischen der Übertragung und Übersetzung so gut. Der ganze Psalm ist in die Optik von heute hineingeraten. Das ist ein Risiko. Aber es geht ja auch darum, dass ein Mensch vom 21. Jahrhundert die Psalmen wieder beten können. Vielleicht war es der Name vom Salomo, der die Weite von dem Horizont aufgetan hat. Vom Salomo. Du, Gott, hast den Juden dein Reich anvertraut und erst viel später den Christen. Jetzt fragtest du beide, sind ihr parat, Recht zu sprechen wie ich auf der Erde? Für die Gerechtigkeit zu sorgen in dieser Welt, mir zu lieb und wegen der Armen. Sind ihr parat, für die Wahrheit einzustehen unter den Völkern, den Elenden zu helfen zu ihrem Recht in meinem Namen? Dann tragen die Berge Frieden ins Land und die Gerechtigkeit blüht auf den Hügeln. Ich wiederhole. Sind ihr parat, den Demütigten zu helfen zu ihrem Recht, zu befreien, die man drückt und plagt, den Unterdrücker zu wehren? Dann fehlt es euch nicht mehr an Glaubwürdigkeit. Dann kann man auf euch wieder hören. Dann sind ihr wie Regen auf trockenes Land, wie Tau am Morgen auf der Wiese. Dann sprießen die Gerechten Tag für Tag und Nacht für Nacht ist dann Frieden. Dann breitet mein Reich sich aus über die Welt von Land zu Land, in hintersten Ecken. Dann kommen sie von überall her zu mir und legen die Feindschaft da vor mich her und bringen Geschenke von Norden und Süden, von Osten und Westen. Die schönsten Sachen und huldigen mir und wollen mir auch dienen mit allem, was sie haben. Dann kommen sie auch mit die Armen retten, die stöhnen, weil sie niemand haben, der helfen kann. Dann lernen auch sie Erbarmen zu haben mit dem einfachen Volk und helfen dem auch, befreien sie von schweren Lasten und Pflichten und pflegen sie wie das eigene Gut und Blut. Dann schnufft alles auf. Vom Kleinsten zum Grössten. Dann segnet sie einander und segnet auch mich. Und die Erde gibt wieder ihren Ertrag. Man braucht ja kein Geld mehr für Waffen. Die Bäume haben wieder Blätter und rauschen. Und in der Stadt wird es auch wieder grün. Wenn ihr das alles tut, in meinem Namen, wird euer Name nicht mehr verachtet. Er lastet dann nicht mehr schwer wie ein Fluch auf vielen. Man tut sich dann segnen damit und ist glücklich. Vom Osten bis runter in den Westen. Oh, du Gott von den Menschen, dich wollen wir segnen. Du bist ein Wunder und tust noch Wunder in unserer Welt. Dein Name soll ewig gesegnet sein und die Erde voll Glanz von deiner Nähe. Amen, Amen. Ja, so soll es sein. Die Gebete von David, die sind jetzt zu Ende und wollen sich voll enden, auch unter uns.